So Leute, bevor wir hier reinstarten, muss ich euch wirklich einfach sagen, es ist 400 Millionen Grad in meinem Zimmer. Das heisst, wenn ich heute ein bisschen konfus wirke und als hätte ich irgendwie Drogen genommen oder so, dann ist es im Fall wirklich, weil ich am Überhitzen bin wie ein Laptop. Früher, wenn man Sims 3 drauf gespielt hat, obwohl man ganz viele Sachen schon drauf abgeladen hat, die illegal waren und einem die Beine verbrannt worden sind und man irgendwann hat aufhören zu spielen, weil der Laptop nur noch gemacht hat. Das bin ich. Overload, Overheating. Bevor wir aber so richtig reinstarten, hätte ich noch eine kleine Frage an euch. Und zwar, genießt ihr euren Sommer eigentlich schon? Oder habt ihr das Gefühl, ihr müsst irgendwie noch etwas planen und irgendwo annehmen, bevor es wieder zu spät ist und der Sommer vorbei ist? Weil, same. In Zusammenarbeit mit der SBB habe ich hier dafür aber die perfekte Idee für die und deine Friend-Group. Planet einfach einen Ausflug in die Schweiz für 20 Stutz pro Person. Wenn ihr alle unter 25 sind, könnt ihr zu 4 EGEA-Tageskarten kaufen und zahlt nur 20 Stutz pro Person. Also man zahlt zusammen 80 Franken. Ihr würdet also die Friends-Tageskarte kaufen und mit der könnt ihr auf allen Strecken von der SBB auch auf dem Schiff unterwegs sein. Und das bis am Folgetag am 5 Uhr am Morgen. Ihr könnt auch übernachten und ganz früh oder irgendwie einen Ausgang oder was auch immer ihr plant. Alles ist euch frei, weil ihr kommt safe wieder heim bis am nächsten Tag. Also lasst das euer Zeichen sein, dass ihr noch etwas plant für diesen Sommer. Falls ihr so denkt, irgendwie habe ich noch nichts gemacht, macht einfach. Hallo? Ich würde euch zum Beispiel empfehlen, macht einen Digital Detox. Geht so in irgendeine Berghütte oder so. Das muss gar nicht viel kosten. Man findet wirklich überall irgendwie etwas Cheaps. Oder meistens hat ja irgendeine Friend Group hat noch irgendwie vom Grossi irgendein Hütchen oder so. Dann könnt ihr einfach mal an, ohne Handy oder irgendwie im Flugmodus oder so, falls es einen Notfall gibt. Und chillt einfach mal. Lebt mal das Leben ohne Internet. Das würde ich definitiv planen. Wenn du Tageskarte bekommst, bequem in der SBB Mobile App oder am Schalter oder einfach online auf der sbb.ch Website. Mehr Infos findet ihr auch in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei euren Ausflügen und jetzt auch in der ganzen Folge. Danke SBB! Bevor wir überhaupt anfangen, jetzt zum 3. Mal sage ich das, aber noch mal etwas, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr immer noch Tickets kaufen müsst für die Live-Podcast-Show. Es ist ein Samstag oben in Zürich. Wir haben alle Zeit. Ich weiss auch, es haben ganz viele Leute nicht Zeit und sind in der Ferien, haben mir geschrieben. Aber die anderen haben Zeit. Und ihr pullt bitte ab, weil es wird mega lustig. Simona ist jetzt safe als Gästin dabei. Es kommt noch etwas mega Lustiges, das ich euch aber noch nicht verraten habe. Und wir hören das Geheimnis von Peter Bolliger. Er kann leider nicht vor Ort sein, aber ihr hört seine Geheimnis. Und wir schauen ganz viele alte lustige Sachen von mir an, die ihr wirklich nie im Leben mehr gesehen werdet, weil die kann ich wirklich einfach nicht veröffentlichen. Und es wird einfach mega lustig und mega toll. Und es finden auch immer alle neue Friends vor Ort. Also erzählt ihr mir auf jeden Fall immer nach den Live-Shows. Also es wird lustig. Bitte, kommt. It's gonna be so much fun. Als anderes Thema diese Woche, irgendwie wollen alle mit mir Streit anfangen. Was ist los? Ist es bei euch auch so? Jeder will mit mir streiten und ich will im Fall low-key nicht mal streiten. Ich habe angefangen jetzt wirklich, wenn die Leute mich so am Anbeifen sind, also es sind so Leute in meinem Umfeld, die ich eigentlich gerne habe. Jemanden habe ich jetzt auch nicht mehr gerne, aber ist okay. Die sind dann kommen sie und wollen irgendwie wieder etwas diskutieren und normalerweise bin ich auch die Diskutierfreudige. Ich kann den ganzen Tag lang diskutieren, wenn es sein muss. Dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist mir zu blöd, ich mag im Fall nicht diskutieren. Dann kannst du mir auch sagen, was du sagen willst und ich sage, okay, ja. Ist gut, in Ordnung. Und das passiert auch immer irgendwie in so Phasen in meinem Leben, wo ich keine Zeit habe. Und die Leute wissen, also ich meine, Leute, die in meinem engen Umfeld sind, wissen ja, wenn ich eine stressige Phase habe und wenn ich keine stressige Phase habe. Und die Leute suchen wirklich immer den Beef mit mir, wenn ich keine Zeit habe dafür. Streit doch mit mir, wenn ich irgendwie den ganzen Tag daheim hocke und mir langweilig ist, dann streite ich auch gerne. Aber nein, natürlich dann, wenn ich irgendwie Praktikumsstart habe und alles. Das ist im Fall richtig cool bis jetzt. Also ich habe ja jetzt mein Partnerschuljahr, heisst das. Für die keine Ahnung haben, ich bin an der PH, also Pädagogische Hochschule, zum Primarlehrer... Sorry, verschluckt. Primarlehrerin werden. Was habe ich gerade verschluckt? Irgendwie etwas essen. Also Waffeln gegessen vorher. Genau, und jetzt bin ich in einer 6. Klasse und mache mein Praktikum dort. Zusammen, man macht es eigentlich immer zu zweit. Und ich bin mit jemandem, wo ich nicht mega close bin damit. Also es ist so, ich erzähle euch ja immer wieder, dass ich so Leute im Studium mega NPC-haft anspreche. Und auch die wirklich NPCs sind, mit denen bin ich eigentlich low-key so ein bisschen Homies. Also nicht wirklich, aber ich rede mit ihnen und ich weiss alle ihre Namen. Und wenn sie vorbeilaufen, bin ich so, ey, zum Beispiel Torben, keiner heisst Torben. Ey Torben, was läuft? Und dann sind sie so ganz, will ich sie irgendwie überfordern. Aber ich meine es nicht mal böse oder so mobbingmäßig, sondern ich will einfach wissen, was bei diesen Leuten läuft. Es sind halt auch wirklich ein grosser Anteil von der PH sind halt so Menschen, darum
ist doch cool, wenn man sich mit ihnen anfreundet. Sie haben immer spannendes Zeug erzählen und hören auch nie aufreden, wenn du einmal gefragt hast. Finde ich gut, dann redet wenigstens jemand. Auf jeden Fall habe ich mir einen 28-Jährigen ausgesucht, um das Praktikum zu machen, weil also du tust dich einfach eintragen für die Standort oder es hat auch so Schwerpunkte gegeben und ich halt definitiv nicht Mathe wollte. Dann habe ich Mehrsprachigkeit wollen. Das ist glaube ich einfach so, wenn du Englisch unterrichtest. Und dort hat es halt einfach eine Schule gehabt, die so zuoberst war und dann habe ich die als erste Priorität gemacht und habe einfach auf das geschaut, weil es sind alle mega weit weg von mir, ich muss 2 Millionen Stunden unterwegs sein. Und dann kriegst du halt irgendwie einfach irgendwann eine Liste mit allen Leuten, die auch an diese Schule gehen. Oder beziehungsweise du kriegst nicht mal die Liste, sondern du siehst einfach, dass die auch im gleichen E-Mail-Verteiler sind wie du. Und dann fängt der Krieg an, weil dann musst du herausfinden, mit wem von denen will ich ein ganzes Jahr lang in der gleichen Klasse verbringen und alles zusammen vorbereiten und alles zusammen machen. Weil du machst wirklich alles. Du musst alles zusammen machen und es ist ein ganzes Jahr. Das haben auch mega viele, wenn ich das auf Insta erzähle, dass ich jetzt ein Jahr lang Praktikum habe, sind alle so, oh mein Gott, was, wir haben so 3 Wochen gehabt, mega cool. Das ist wirklich mega, also an sich mega gut, weil eben sonst sagen ja viele, dass du an der PH mega wenig Praxiserfahrung hast und du wirst einfach in den Beruf reingeschmissen und kannst eigentlich nichts und weißt nichts und so. Und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn insgesamt in deinem ganzen Studium nur irgendwie 7 Wochen Praktikum hast und nachher solltest du eine Klassenlehrperson werden. Das ist im Fall crazy. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel man beachten muss als Lehrperson und wie viel man können muss und wie viel man gar nicht checkt. Und wir schauen halt auch immer wieder zu, wie unsere Praxislehrpersonen, also sind die actually dort sind und uns betreuen und halt die Klasse haben, schauen zu, wie sie unterrichten und dann denke ich mir einfach, ich denke die ganze Zeit, oh mein Gott, die Kinder checken gar nicht. Die Kinder checken nicht, wie viel Mühe sich jetzt gerade die Klassenlehrerin gibt und was die sich alles überlegt hat und wie du bist die ganze Zeit überlegen, wie kann ich das am besten machen, dass es am besten funktioniert, dass sie es am besten checken und dass es am wenigsten Unruhe gibt. Und wirklich, auch wenn ich habe jetzt auch meine erste Lektion unterrichtet, vorher bin ich einfach nur am Schauen gewesen. Also nicht meine allererste, aber meine erste in dieser Klasse. Und du kriegst halt auch nach jeder Lektion, die du unterrichtest, kriegst du sofort Feedback. Und das ist mega einschüchternd am Anfang, weil du bist so, jo, wow, jetzt mache ich das. Und 2 Sekunden später wird mir gerade alles Schlechte gesagt, was ich gemacht habe. Und blablabla. Aber das ist mega cool, weil du lernst mega schnell und eigentlich merkst du es auch mega schnell selber. Am Anfang, im ersten Praktikum, hat sie so Sachen gesagt und ich habe so oh mein Gott, an das habe ich gar nicht gedacht. Und jetzt habe ich schon, während ich unterrichtet habe, so gemerkt, das ist mega dumm gewesen, das hätte ich ganz anders machen können. Und eben während es passiert ist, habe ich das gedacht und nachher, als sie es mir gesagt haben, habe ich gesagt, ja, ich habe es auch gedacht, das ist mega blöd gewesen. Aber dann sind sie auch einfach so, ja, du lernst ja daraus und es ist ja mega cool, dass du es jetzt auch selber merkst und so, darum, es ist voll nicht scary, also es schreiben mega viele Leute und sind so, oh mein Gott, ich habe so Angst vor dem Praktikum oder ich weiß nicht, ob ich an PH soll, weil dann bist du ja mega abhängig davon, ob das gut klappt und so, weil, falls ihr es nicht wisst, wieso solltet ihr das wissen, aber wenn du dein Praktikum nicht gut machst, dann kommst du nicht durchs Studium. Dann kannst du alles nochmal wiederholen. Also alles ist abhängig davon, ob du dein Praktikum bestehst oder nicht. Und das ist auch so ein bisschen Larifari, weil ich meine, du bist ja allein dort. Niemand kontrolliert, was du wirklich dort machst. Es kommt ein paar Mal jemand zuschauen, aber that's it. Das heisst, wenn du es einfach nicht gut hast mit deiner Praxislehrperson, kann die einfach durchgehen lassen und du kannst, was willst du sagen? Nein, ich habe das nicht gemacht. Wer kann das bezeugen? Die Tandempartner, also der andere, der mit dir auch das Praktikum macht, wird sicher nicht snitchen oder irgendwie dagegen gehen, weil die Person will ja selber das Praktikum schaffen. Das heisst, es ist so mega, ja, das ist wirklich irgendwie ein blödes System. Zum Glück bin ich gut durchgekommen und ich hoffe jetzt auch, also meine 2 Praxislehrerinnen sind mega nett und mega cool und das ist im Fall wirklich, oh mein Gott, ich bin so froh, weil eben 1 Jahr ist so eine lange Zeit. Das andere Praktikum sind 3 Wochen gewesen. Wenn du 3 Wochen ein bisschen mit jemandem oder von jemandem betreut wirst, wo du jetzt findest, ja, die Person unterrichtet nicht wirklich sinnvoll und das ist einfach eine komische Person, ja okay, 3 Wochen, aber ein Jahr wäre so painful gewesen. Sie sind mega cool und mega lieb und es macht auch mega Sinn, was sie machen und das finde ich auch immer mega toll. Auch die letzte Praxislehrperson, die ich hatte, sie hat sehr coole Sachen gemacht, die für mich einfach Sinn gemacht haben und wo ich mir auch aufgeschrieben habe und so gemerkt habe, wo ich auch selber umsetzen kann, checken durch. Das ist mega cool. Aber ja, ihr seid nicht da, um mir über die PH zuzuhören. Ich erzähle gleich weiter. Meine Klasse, sie sind richtig herzig und ich habe ja nicht gewusst, was erwarten von einer 6. Klasse, weil ich habe mich selber in der 6. Klasse im Kopf als so low-key schon gleich wie jetzt.
Aber mir spinnt es halt auch voll rein, weil erstens, das stimmt natürlich nicht, ich war dort auch ein Kind und so, aber zweitens, ich bin wirklich seit immer schon so ein bisschen gleich und das ist halt einfach nicht normal, glaube ich. Und mega viele von ihnen sind wirklich noch so mega, mega klein, dass ich wirklich so bin, oh nein, du bist ja wirklich noch ein kleines Kind und das ist ja logisch, aber wenn man nicht so viel mit Kind zu tun hat und die ganze Zeit nur über Kind lernt, so im Studium, dann weißt du voll nicht, auf was du dich einstellst. Auch meine anderen Friends, die jetzt so in 3. Klasse eingeteilt worden sind oder 2. Klasse, die sind auch so gewesen, was muss ich erwarten? Ich weiß nicht, wie gross die sind, ich weiß nicht, was die können. Und das ist natürlich auch mega schwierig, weil du musst nicht nur mit diesen Kindern umgehen können, das ist ja eine Sache, da kommst du ja safe rein, aber du musst halt von Anfang an schon Lektionen planen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du nicht weißt, was die Kinder können, wie schnell das die Kinder sind, welche Wörter du brauchen kannst. Also weißt, verstehen sie zum Beispiel, wenn ich sage, was habe ich da letztes Mal überlegt? Keine Ahnung, wenn ich sage reflektieren. Wissen Sie, was reflektieren ist? Ja, nein. Keine Ahnung, du musst es einfach ausprobieren. Und klar, du kannst nachfragen und so, aber du kannst ja nicht alles fragen. Du musst das einfach mit der Zeit lernen. Darum ist es am Anfang mega schwer und man probiert so, sich ein Bild davon zu machen. Und ich könnte dir jetzt immer sagen, wie gross ein Viertklässler sein sollte. So, wie gross sind die? Oder was finden die so cool? Und du willst ja auch immer eigentlich deinen Schülern und Schülerinnen etwas bieten, was sie cool finden. Und darum bin ich auch so gesagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, spielen die Fortnite? Schauen die TikToks? Sind die noch voll klein und keine Ahnung, dürfen nicht mal ein Handy haben? Man weiß es nicht. Und es ist auch überall anders. Also du kannst nicht einfach grundsätzlich sagen, ja, 6 Klassen sind so und so. Das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt. Zurück zum eigentlich Streitthema. Darum bin ich halt mega gestresst im Moment, auch wenn ich muss jetzt nicht 40 Lektionen in der Woche irgendwie planen oder so, aber es ist einfach alles so, du kannst immer etwas machen und du willst es ja gut machen und das stresst mich persönlich einfach, weil ich auch einfach so jemand bin. Und Dings noch zu meinem Tandem, meinem Partner. Der ist halt so einer, der schafft nebenbei noch irgendwie 2 andere Jobs und nimmt alles so low-key gechillt. Also er ist so ein Chill-Dude mit so Man-Bun und er tut so die Ziggis selber drehen. Ich kann euch vielleicht vorstellen, er ist so eine ja, das kommt schon gut. Und ich bin so, hey, schickst du mir noch dieses Zeug? Und er so, ja. Und ich bin so, schickst du mir noch dieses Zeug? Und dabei, also, ist ja alles in Ordnung eigentlich. Aber ich bin halt so das Gegenteil. Ich habe mir auch schon gesagt, du bist der Geduldige von uns beiden und ich bin so die zack, zack, zack. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er irgendjemand zusammenschießt. Bin ich gespannt, ob ich das noch erleben werde. Meine Praxislehrerin hat jetzt auch herausgefunden, dass ich Podcast mache und alles und ich bin gespannt. Ich sage auf jeden Fall, ich erzähle euch nicht zu viel, hoffe ich. Und ich müsste ihnen vielleicht noch sagen, dass falls sie irgendetwas sehen, wo ich poste, was sie blöd finden, dass sie mir das einfach sagen können und dann lösche ich es. Oder so. Was meint ihr? Oh, das ist auch ganz unangenehm. Ich freue mich auf den Eltern oben. Hoffentlich kennt mich keine Sau. Auf jeden Fall, heute habe ich eigentlich ein anderes Thema gehabt. Und zwar habe ich mich auch null vorbereitet, weil es ist wirklich einfach so ein spontanes Ding. Wo ich auch in letzter Zeit mega oft auf TikTok und in anderen Podcasts, die ich höre, so immer wieder auffasse. Und zwar ist das so ein bisschen das Female Rage-Thema. Einfach im Gesamten. Und ich finde, es wird so ins Lächerliche gezogen und eben, es ist auch so, haha, Female Rage. Wenn ihr nicht wisst, was Female Rage ist, ich weiß es Loki jetzt per Definition auch nicht, aber es ist so eben so einfach Frauen kollektiv, die Hass verspüren, wenn. Oder wo, ja, so das typische Bild von Mami in der Serie, wo so alles auf sich nimmt und immer pisst ist, weil sie immer alles muss regeln und der Mann macht nie etwas und darum ist sie immer so, so Loki, wenn ihr Modern Family geschaut habt, die Frau von Phil Dunphy. So das. Du bist einfach immer, du bist so, Bro. Wirklich, dass du interagierst und das ist eigentlich spezifisch gegen Männer gerichtet, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du Female Rage hast gegen andere Frauen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Es ist so das, Bro, bist du blöd? Also überlegst du eigentlich irgendetwas am Tag? Also spinnt es dir eigentlich? So das, was man empfindet, wenn man wirklich mal mit gewissen, nicht nur mit gewissen, sondern mit Männern interagiert. Und ich weiss, es ist ein heikles Thema. Und es sind nicht alle Männer. Und aber ich glaube, man kann schon grundsätzlich darüber reden, dass Frauen im Generellen sich mehr Gedanken machen als Männer im Generellen, gerade wenn es um soziale Situationen geht und Beziehungssituationen oder auch um einfach Mental Load und all die Sachen, die eine Frau eigentlich übernimmt, weil das einfach
die Rolle ist, die die Frau bis jetzt ziemlich viel eingenommen hat. Die Frau ist zuständig für die Familie, für die Beziehungen, ich meine, es ist nicht viele Jahre her, oder vielleicht ist es auch jetzt noch so, und also mehrheitlich so, dass die Frau die ist in der Familie, die zum Beispiel muss sicherstellen, dass der Mann seiner Familie zum Geburtstag gratuliert. Zum Beispiel. So die ganz kleinen Sachen. Die Frau denkt an alles und die Frau macht alles. Und dafür, natürlich, ist es halt immer so gewesen, der Mann geht arbeiten und holt das Geld rein. Und das ist einfach eine klare Rollenverteilung gewesen und auch in diesem Fall eine Aufgabenverteilung. Und der Mann ist einfach nicht zuständig gewesen für diese Sachen. Und die Frau hat halt einfach alles andere müssen machen. Und das war die Arbeit der Frau gewesen. Auch wenn sie ja dann einfach geheißen hat, Frauen arbeiten nicht und so. Aber das ist ja auch eine Art von extremer Arbeit. Und ich sehe auch in letzter Zeit immer wieder so TikToks von Müttern. Und ich befasse mich ja in letzter Zeit immer wieder mit dem Thema, oh mein Gott, Mutter werden. Und will ich überhaupt ein Kind? Weil, ich meine, ich habe jetzt auch mega viel mit Kindern zu tun. Und ich bekomme viel mit von Kindern. Und ich sehe auch, wie viel du falsch machen kannst und wie viel eigentlich auch nicht in deiner Kontrolle liegt. Aber was ich noch viel mehr sehe, ist, wie wichtig es ist, dass du einen richtigen Partner aussuchst, um das zusammen zu machen. Und dort sehe ich halt auf Social Media extrem viel, die auch darauf aufmerksam machen, dass auch wenn du einen tollen Mann hast, der eben in der Beziehung super sein kann, ist es immer noch etwas anderes, wenn du Mutter wirst und eine andere Bindung zu dem Baby hast als die Mann, weil es kommt halt literally aus dir raus und der Mann ist dort und ist wieder so, dass du musst ihm sagen, was er machen soll. Und das ist ja ganz oft das Ding. Und wenn du Männer zuhören, es hören safe Männer zu. Ich habe gedacht, okay, wieso dass ich überhaupt über das reden will, ist für die Frauen einfach, damit wir connecten können und ihr seid nicht crazy, weil ich sehe das wirklich überall in meiner TikTok-Recherche, okay, und in meinem Umfeld. Alle Frauen, die mit einem Mann zusammen sind und sogar Frauen, die nicht mit Männern zusammen sind, die so männliche Kollegen haben, sagen halt alle das Gleiche. Damit wir einfach füreinander da sein können und darüber reden können. Und für die Männer habe ich gedacht, ihr könnt mal unsere Perspektive sehen, weil ich glaube halt umgekehrt denken Männer sich über uns so, spinnt's dir? Und ich verstand es auch. Also ich probiere es ja auch ganz oft von der anderen Perspektive zu sehen und denke mir so, ja okay, wenn du das halt einfach nicht gelernt hast und dir das nicht beigebracht worden ist und du die Aufgabe nie gehabt hast, dann ist ja logisch, denkst du nicht an alles. Und dann ist logisch, denkst du dir über mich vielleicht, Alter, spinnt dieser voll rein, wieso will sie jetzt die nächsten 2 Wochen durchgeplant haben und wieso reagiert sie so hässig und wieso ist sie so übertrieben. Darum, es ist wirklich voll nicht respektierlich gemeint, es ist mehr so im generellen Sinn gemeint. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht so, oder du bist als Frau auch nicht so, nehmt euch einfach aus der Situation. Es ist sehr generalisiert geredet. Aber ich glaube, es hilft trotzdem. Ja, eben, dass ich so über das mit dem Kind bekomme, nachdenke und stell dir vor, und das ist ja leider die Realität für wahrscheinlich sogar die meisten Leute, stell dir vor, du machst ein Kind mit jemandem, wo du nachher merkst, Scheiße, jetzt habe ich 2 Kinder auf einmal bekommen. Und eigentlich habe ich aber nur ein Baby rausgepresst. So, wenn der Mann nichts macht und du merkst, oh mein Gott, ich bin allein mit allem. Und eben, der Mann würde dann vielleicht sagen, jo, ich mache das, und wenn du es mir ja sagst, dann mache ich es. Aber das ist ja schon wieder der Mental Load, die Arbeit, die du dann gleich im Kopf hast und du bist immer auf dich allein gestellt, weil du weißt, wenn ich jetzt nicht sage, du musst im Fall morgen den Abfall rausbringen, dann wird der Abfall nicht rauskommen. Weil der andere sich nicht überlegt, den Abfall muss man morgen raus tun. Sondern es braucht wahrscheinlich nicht nur einmal, dass du es sagst. Es reicht nicht, wenn du am Freitag aber sagst, hey, am Dienstag ist dann Abfalltag, gell? Sondern du musst dann am Dienstag am Freitag oben sagst du es, am Samstag musst du es nochmal sagen, am Sonntag musst du es nochmal sagen, am Montag sagst du es nochmal und es besteht immer noch die Chance, dass am Dienstag es nicht gemacht wird. Das ist mein Take. Und das ist ja auch in Familiendynamiken so. Also zum Beispiel, glaube ich, Mütter fühlen sich so auch mit Kindern, egal ob das Töchter oder Söhne sind. Ich glaube, das ist einfach so ein Mutter-Ding, das passiert, weil einfach halt so das Bild noch da ist von die Mutter hat alles im Griff. Und es ist ja, blöderweise ist es auch so, unsere Mütter haben alles im Griff. Und wenn du eine Mami hast, die das Leben nicht im Griff hat und die struggelt mit allem, dann wird das verpönt, dann ist das eine Seltenheit und dann stimmt mit ihr etwas nicht. Und dann hat sie gefailt als Frau und als Mutter. Oder? Also, wenn ihr mal daran denkt, ich weiss nicht, ob ihr in eurem Umfeld jemanden habt oder falls ihr vielleicht selber betroffen sind, ich kenne jetzt Loki, ich kenne nicht mal viele Mütter, wo es nicht im Griff haben. Aber
die man so vom Dorf kennt hat früher und so, das ist wirklich, eigentlich ihnen ist es mental nicht gut gegangen, würde man jetzt sagen. Aber damals ist es einfach so, die spinnt, die ist überfordert mit allem, die hat es halt einfach nicht machen, die hat es halt einfach besser machen. Ja, wenn sie nicht mal das bekommt, sie muss ja nicht mal arbeiten. Sie muss immer arbeiten und sie schafft es nicht mal, eine Mutter zu sein. Das war so die Message gewesen. Und das ist ja auch der höchste Wert, den eigentlich eine Frau lang, würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber lang hat können haben, ist ja eine gute Mutter sein. Eine gute Mutter und eine gute Hausfrau sein. Und wenn du das im Griff hast, dann bist du eine Queen gewesen. Und ich weiss auch wieso. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man das alles im Griff hat. Und heutzutage gehen sie ja dann noch arbeiten. Also du schaffst 50% vielleicht und dann nimmst du noch die ganze andere Arbeit auf dich. Und irgendwie soll es dann noch funktionieren. Und ich finde es so krass, dass es ja actually funktioniert. Dass so viele Frauen das einfach im Griff haben. So at what cost? Also was ist der Preis? Weil es kann ja nicht sein, dass das alle anbekommen. Es ist wirklich so viel. Und ich glaube, der Preis ist sie selber. Wenn du jetzt an die meisten Mütter denkst, die du kennst, jetzt gerade auch, ich weiß nicht, wenn ihr mega jung sind, vielleicht ist es auch besser, ich weiß es nicht, aber so in meinem Alter aufwärts, die sind ja wirklich so selbstlos. Und nicht so, haha, ich bin selbstlos, sondern ich habe keinen Wert, ich komme an letzter Stelle, nein, nehmt erst Dessert, so kleine Sachen, wo du einfach, sie sind immer zuletzt und sie finden sich ab damit. Es ist okay so, weil es einfach immer so war und sie sich auch so fest in dieser Rolle sehen, als die Person, die so ist, weil man wird ja auch mega praised für das. Also eben, wenn du so eine gute Mutter bist und sie ist so selbstlos und sie wird alles machen für uns und dann wirst du so gelobt für das. Das logisch willst du ja noch weiterhin so sein. Und ich will auch gar nicht irgendwie Hausfrauen oder Mütter, ich sage ja, das ist eine mega krasse Beschäftigung, die du auf dich nimmst und ich weiß nicht, ob ich das jemals kann und könnte, so, dass es auch gut ist. Eben, weil ich finde, auch wenn du Kind hast, dann musst du das auch auf dich nehmen und dann hast du das anständig zu machen und dein Kind nicht irgendwie links liegen lassen, nur weil du merkst, es ist ja gleich noch anstrengend. Und ich glaube, eben, das ist ein bisschen das Problem, dass man nicht genug überlegt, dass es wirklich anstrengend ist und dass du nicht mehr wegkommst von dem. Und ich habe das jetzt auch immer wieder gedacht, wegen der Tilda. Mega dummer Vergleich, aber ein Hundewelpe, also wir haben früher, wo Tilda noch klein war, haben wir alle geschrieben, weil ich so gesagt habe, oh mein Gott, wie haben ihr Kind, wenn ein Hund schon so schlimm ist? Und alle haben geschrieben, ja, ein Hundewelpe ist schlimmer als ein Baby. Chill, ich habe beides und Hundewelpe ist schlimmer gewesen. Das weiss ich nicht. Aber wo sie klein war und ich nicht schlafen konnte, ich habe keine Stunde aus dem Haus gehen, weil ich ja immer bei diesem Hund sein. Der Hund hat angeschissen, der Hund hat angepisst, der Hund hat Sachen kaputt gemacht, der Hund hat nichts gecheckt und der Hund hat 24/7 einfach nur rumgekühlt, wenn du 2 Minuten weg bist. Und so stelle ich mir halt das Baby vor. Und nicht nur das Baby, also alle sagen, ja, Babys sind ja noch chillig, weil die schlafen und essen, aber so Kleinkind und also jede Phase wird ja eigentlich immer wieder etwas Schlimmeres und etwas wird besser. Also sie werden selbstständiger, aber dafür können sie ja von Scheiße machen. Es gibt ja immer irgendetwas. Und dort habe ich mir wirklich so gedacht, nur schon jetzt mit der Tilda, wenn ich weg will, muss ich schauen, kann meine Mami auf sie schauen. Dann schaut meine Mami auf sie, mega nett, Queen, sie schaut immer auf sie, wenn ich es will. Also es ist nie so ein Thema von nein, jetzt habe ich niemanden, der auf sie schaut. Und das stelle ich mir bei Kindern ja noch viel schlimmer vor, wenn du das Support-System nicht hast. Ich habe nicht eine mega grosse Familie. Ich habe niemanden, ich habe nur schon niemanden, wo ich meinen Hund angeben würde, außer meine Mami. Was würde ich mit meinem Golf machen? Weil dein Kind gehst auch nicht einfach an jeden ab. So. Ich hätte jetzt nicht Leute, die mir mega helfen würden. Dann denke ich mir auch, wie machen das Leute? Wie machst du das, wenn du nicht mega liebe Schwiegereltern oder mega liebe Eltern hast, die dann so die Grosselternrolle übernehmen und dein Kind nehmen, wenn du actually einfach selber etwas im Leben machen willst. Eben, dann schaut meine Mami auf Tilda. Dann bin ich weg. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ich weg bin, fühle ich mich schlecht dafür, dass jetzt Tilda allein ist und, also nicht allein, aber dass auf Tilda muss aufgepasst werden und dass meine Mami aufpassen muss. Dass jetzt meine Mami sich die Zeit nehmen muss und meine Mami gezwungen ist, daheim zu sein, weil ich weggehe. Und wenn ich das nur schon bei einem Hund habe,
dann will ich nicht wissen, wie das bei einem Kind ist. Und das erzählen mir auch mega viel, dass eben du fühlst dich, du hast dann das Gefühl, ja cool, Me-Time, irgendwie die Mann schaut aufs Kind oder sonst irgendjemand und dann gehst du weg und dann hast du eigentlich die ganze Zeit nur ein schlechtes Gewissen, dass dein Kind jetzt weg ist und irgendjemand muss sich Zeit nehmen. Darum stelle ich mir das so schlimm vor, eigentlich. Und trotzdem sagen auch alle, es ist so eine krasse Bereicherung, Mutter zu sein und die Liebe, die du verspürst. Und man wird das nie checken, wenn man nicht selber ein Kind hat. Dass nichts nur schon ansatzweise so schön ist, wie die Liebe, die du zu einem Kind hast. Aber weil ich halt das nicht weiss und das noch nie erfahren habe, denke ich mir wirklich, oh mein Gott, es muss so anstrengend sein. Und es muss so schwierig sein, das richtig gut zu machen. Und sich dabei auch noch gut fühlen. Eben, und darum glaube ich, es machen mega viel gut, aber dabei verlieren sie sich selber. Weil du musst ja irgendetwas aufopfern. Du kannst ja nicht... Das ist crazy, Leute. Und ich sehe auch immer wieder auf Social Media eben so Mütter, die darüber reden, dass, wenn sie es nochmal machen könnten, würden sie nicht ein Kind haben. Oder wenn sie es nochmal machen könnten, würden sie nicht so früh ein Kind haben oder nicht mit dem Partner oder da. Und die werden immer auseinandergenommen. Wie kannst du so reden? Was machst du, wenn dein Kind das mal sieht? Aber wir brauchen das. Ich wünschte, es würden mehr Leute darüber reden, weil ich habe auch keine Lust, also ich muss natürlich jetzt überhaupt nicht wissen, ob ich ein Kind haben will und mit wem, aber ich habe auch keine Lust, mich ein Leben lang an so einer Vorstellung festklammern von diesem idealen Leben. Also, ja, wenn ich dann 30 bin, dann hätte ich gerne 2 Kinder und einen Mann und dies und das. Das ist halt das mega Veraltete eigentlich, wo ja aber mehr, also ich auf jeden Fall in meinem Alter, bei mir ist es von klein auf so gewesen, dass das ist das ultimative Leben. Oder? Und es gibt auch einen Grund, wieso das vermittelt worden ist, weil du willst ja, dass die Frauen noch Bock haben, zum Kind zu bekommen und daheim sein und all die Arbeit übernehmen. Das ist ja gut. Für gewisse Leute. Aber mittlerweile glaube ich wirklich, vielleicht ist es auch alles so low-key wie die Propaganda und so krass cool ist es wahrscheinlich auch nicht, ausser du hast wirklich eben all die Sachen, die es braucht. All die Entlastung, die es braucht. Und ich glaube, eben, das ist leider nicht die Realität. Auf jeden Fall, ja, irgendwie bin ich von der Tilda auf das gekommen und von meinen Gesprächen mit Kolleginnen, wo wir einfach nur schon im Alltag haben über Interaktionen mit Männern. Sei das irgendein Freund, den du hast, oder Kollegen, oder auch beim Arbeiten. Es ist immer wieder das Gleiche von, wieso überlegt er sich das nicht? Wieso checkt er das nicht? Und ich habe einen Podcast gehört von der Madeleine Argy, wo sie so, ich glaube, der Titel ist irgendwie «Stop breastfeeding your boyfriends» oder so. Und es ist wirklich so. Wir tun unsere Freunde erziehen, Leute. Und das ist ja auch, eben, das ist ja auch verständlich, weil sie lernen es nicht so, niemand bringt es ihnen bei. Es ist einfach okay, alles, was sie machen. Sie müssen ja wirklich, in diesem Department müssen sie nicht strong sein. Sie müssen emotional nicht wirklich etwas auf die Reihe bringen, weil bei ihnen ist wichtig, dass sie Leistung erbringen und erfolgreich sind und so stereotypisch. Aber wirklich, Beziehungen, wo ich schon drin war, es war wirklich so, hey, schau, so tut man sich entschuldigen. Und dann machst du erstmal ein Tutorial, wie einem 6-Jährigen. Schau, das und das hast du falsch gemacht. Darum wäre es wichtig, dass, wenn man dir das sagt und dich normal darauf anspricht, dass du dann dich entschuldigst und es einsiehst und probierst, besser zu machen. Und dann sind sie so, ja, okay, ja, habe ich nicht gewusst, sorry. Von wo soll ich das wissen? Ist eine mega oft Antwort auf alles. Ja, von wo hätte ich das sollen wissen? Von wo will ich schmecken? Ist dann so das Männerding, wo ich mir denke, Alter, du musst erst mal gar nicht schmecken, weil wir sagen es dir schon 20 Mal. Ich habe es auch gerade mit einer Kollegin davon gehabt, wenn du von deinem Freund verlangst, so, hey, bringst du mir morgen das mit, was ich bei dir liegen lassen habe? Habt ihr schon mal, wenn ihr schon mal einen Freund gehabt habt, habt ihr schon mal probiert, dann nicht nochmal einen Reminder machen und schauen, ob es ankommt? Es sieht ganz, ganz dunkel aus, wirklich. Wenn du nicht noch 4-mal schreibst, hey, gell, vergiss nicht das Ding, dann kommt es nicht. Wo bei mir, ich weiss auch, ich bin vergesslich, ich weiss, ich kriege es nicht auf die Reihe. Darum, wenn mir jemand einmal sagt, hey, kannst du mir morgen noch mein Heft mitnehmen, dann schreiben wir das doch sofort auf meinem Handy und machen mir einen Reminder und dann wird das ankommen. Ausser, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber das sind wie so kleine Sachen, wo dann gibt es Streit und
der Freund ist dann so, was bist du jetzt so drauf? Ich habe ja das nur vergessen, was ist das Problem? Es ist so unnötig, wir streiten immer, es ist so, du raschst wegen allem aus. Und die Frau ist so, aber checkst du nicht das Prinzip? Was, es geht immer ums Prinzip, was ist mit dir? Du bist doch eine Furie, du bist streitsüchtig. Bro, ich schwöre, Loki, jede Frau hat das schon mal an den Kopf geworfen bekommen. Also auf jeden Fall die ein bisschen konfrontativ sind und nicht alles in sich hineinfressen. Dann bist du so, nein, es geht darum, dass ich dir 4-mal gesagt habe, was du machen sollst und es geht gleich nicht. Wie soll ich dir vertrauen können, wenn du nicht einmal schaffst, einen Bleistift mitzunehmen? Oder was auch immer es ist. Weißt, wie soll ich glauben, dass du die Sachen ernst meinst, die du sagst? Wie soll ich denken, wenn irgendetwas Schlimmes wäre, wärst du für mich da, wenn du es nicht einmal anbekommst, die einfachsten Sachen selbstständig zu machen, sondern ich muss dir hinterher rennen, dass es klappt. Dann ist aber wieder so, du machst aus allem ein riesiges Ding, aber es ist ja wirklich so, es symbolisiert ja, okay, ich bin mit einem kleinen Kind zusammen. Und ich glaube auch, das ist das, was oft passiert, TMI, aber oft passiert, wenn Leute zusammen sind mit jemandem und die Frau ist ja dann meistens die, wenn ihr mal im Umfeld ein bisschen rumhört, vielleicht ist das für viele auch New Facts, aber meistens kommt es von der Frau aus, nach einem Zeitchen, dass es auf romantischer Ebene, auf intimer Ebene nicht mehr wirklich Interesse gibt. Von der Frau aus. Weil ich habe keine Lust mit meinem Sohn etwas machen. Ich habe keine Lust mit meinem Kind etwas machen. Wenn du alle die normalen Sachen nicht anbekommst, wieso sollte ich die auf romantischer Ebene anschauen? Du bist Loki jetzt mein Bruder geworden durch dein Verhalten. Und ich glaube, das ist das, was ganz oft passiert. Und das habe ich auch beobachtet in meinem Umfeld. Es ist immer so eine Ära von, am Anfang ist alles gut, wow, er ist so toll. Und dann nachher regt man sich nur noch über ihn auf. Und das finde ich auch ganz viele Männer schlimm, dass man so lästert über sie. Aber das ist halt einfach anders. Frauen reden halt miteinander über alles, über jedes Problem. Darum sind wir auch so, wenn der Typ irgendwo mit seinen Kollegen war und man fragt so, über was haben wir geredet? Und der Typ sagt, nichts, Fußball. Und du bist so, Alter, was lügst du mich an? Aber es ist halt wirklich so. Mega viele reden wirklich nur über so lustige Sachen oder normale, alltägliche Sachen und es kommt nie auf die tiefe Ebene. Oder eben auch so das Typische, wenn sie einem erzählen, der Andi und die Emilia haben Schluss. Und du so, what the fuck, wieso? Weiss nicht, habe ich gefragt. Es ist einfach nicht die gleiche Art von Beziehung. Und das muss man ein Stück weit auch verstehen. Andererseits ist es auch mega schade und ich glaube, es gibt einen ganz grossen Zusammenhang zwischen, dass die Freundschaften so sind bei Männern und dass Männer sich extrem einsam fühlen und auch eine höhere Suizidrate haben und so weiter und so fort. Weil es ist einfach, du hast nicht so das Support-System. Du hast so Leute, mit denen du jeden Tag etwas machen kannst. Ihr könnt zusammen Sport machen. Es ist sicher cool, dass Männer so viel gleich miteinander unternehmen und so und aus dem Haus kommen. Aber ich glaube, so die Tiefe haben sie oft auch nur mit der Freundin oder bekommen das erst von der Freundin beigebracht. Obwohl, das ist ja nicht unsere Aufgabe, ihnen das beizubringen, aber eben mega viel lernen das erst so mit der ersten richtigen Beziehung und checken so, aha. Und das muss man ihnen auch lassen. Es ist ja das erste Mal, wahrscheinlich haben die noch nie so eine tiefe Beziehung gehabt, blablabla, all die Sachen. Aber auch dann entsteht wieder so ein Ding, dass der Typ nur so eine enge und offene und ehrliche und auch vulnerable Situation hat mit der Freundin, was toxisch ist. Das ist ja auch nicht gut, wenn wir als Frauen nur mit unserem Freund chillen. Und du redest mit deinen Kolleginnen nicht mehr, du hast keinen Austausch mehr. Und darum, wenn wir über Freunde quasi lästern, in Anführungszeichen, dann ist das nicht böse gemeint. Dann ist das nicht, sie hassen die jetzt alle, sondern jede redet halt schlecht über ihren Freund. Und es ist einfach so, dass man tauscht sich aus, man regt sich zusammen auf. Und es ist schön zu wissen, man ist nicht allein mit dem. Es relativiert auch alles. Es ist nicht, mein Freund ist mega scheiße. Wenn du merkst, dass alle anderen sind, das habe ich auch an mich, ich glaube, die sind... Dann kann man so, reden wir darüber, was denkst du, wieso ist das so? Ja, die haben das einfach nicht so gelernt. Aber eben, es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Männer zu erziehen. Es ist schwierig, weil eben, natürlich, wie sollten sie es besser wissen, aber es ist auch irgendwo deine Eigenverantwortung, wenn du mit mir zusammen sein willst und mit mir ein tolles Leben haben willst, dass du halt die Arsch aufreissest und merkst, ui, da ist aber noch eine ziemliche Lücke zwischen ihr und mir. Sie kann das richtig gut und ich bin richtig scheiße. Oder dass man halt selber fragt, wie findest du, wie sollte ich das machen als Mann? Anstatt so auf sich zukommen und es einfach immer falsch machen und dann sagen, aber wieso mache ich es falsch? Und dann nochmal falsch machen und nochmal falsch. Also eben, und wenn dich dann jemand darauf hinweist, schau, für mich geht es ums Prinzip.
Ich habe es dir 4-mal gesagt. Es passiert nichts. Ich kann dir so nicht vertrauen. Es ist lächerlich. Überleg mal, wie viele Sachen ich mache, ohne dass du mich daran erinnerst. Dann einfach mal das wirklich annehmen und nicht denken, das ist crazy und alle Frauen sind crazy, sondern es ist einfach so unglaublich anstrengend. Nur schon über die ganze Woche als Freundin oftmals behaltest du dir immer im Hinterkopf, okay, mit wem muss ich alles etwas abmachen? Der Freund kommt zuoberst. Ja, ihn muss ich sehen. Gut, mal schauen, wenn er Zeit hat, wenn er sich meldet, wenn er kann. Wenn du nicht ein mega Simp bist und jede Woche fragst, hey, wann hast du Zeit? Dann bist du so jemand, der es im Hinterkopf behaltet und so ein bisschen, ja, mal schauen, wenn er fragt. Kommt irgendwann etwas, bist du lucky. Meistens kommt aber spontan etwas, weil das habe ich auch schon viel erlebt. Männer sind einfach extrem spontan, auch wenn sie nicht gerade mega auf dem Dorf wohnen und halt einfach machen können, was sie wollen. Untereinander auch ist einfach so, hey, kommen wir raus? Ja. Wir Frauen sind halt einfach low-key seltener so, weil bis wir überhaupt aus dem Haus sind, wir haben noch, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, eben, bis du dich parat gemacht hast, du bist nicht innerhalb von 5 Minuten draussen, außer du bist halt schon parat. Und wir haben noch so viele andere Sachen, die wir einplanen und du wartest darauf, okay, wann hat mein Freund Zeit? Vielleicht meldet er sich gar nie, dann haltest du dir gleich einen Timeslot frei. Vielleicht kann er ja dann. Sonntag habe ich mal frei, vielleicht machen wir am Sonntag etwas. Machst mit all deinen Kolleginnen nichts ab, damit du für ihn Zeit hast, was ja übrigens übelst dumm ist, das sollten wir gar nicht machen, weil ja, wenn du die halt nicht meldest, dann mache ich halt ab und Pech, dann hast du mich halt nicht gesehen. Dann würde vielleicht auch etwas daraus rauskommen. So eine Konditionierung oder so. Ja, was ist mein Punkt? Keine Ahnung. Einfach, dass man hat so viel im Hinterkopf. Dann denkst du, okay, wenn wir am Sonntag etwas machen, dann könnten wir ja das oder das machen. Aber mal schauen, was er sagt, was er machen will. Und dann bist du so, dann überlegst du vielleicht schon, was du anlegen willst. Dann überlegst du schon, was könnten wir essen, was könnten wir kochen. Wirklich, ihr checkt nicht. Die meisten Frauen sind im Fall wirklich so, ausser ich bin nur mit so Leuten befreundet und ihr sind alle nicht so. Und denken euch gerade, oh mein Gott, das ist das erste Mal, wo ich das höre. Aber das kann ja wohl nicht sein. Und dann kommt vielleicht am Samstag oben, «Jo, was machst du morgen?» vom Typ. Du bist so, «Jo, du kannst mich auch fragen, ob wir etwas machen wollen.» Sagst du nichts, dann sagt er, «Okay, ja, ich gehe vielleicht mit meinen Jungs wandern.» Dann bist du so, geile Sicht, danke, dass du am Samstag oben mal klar machst, dass wir uns diese Woche nicht sehen. Und dann gibt es wieder einen riesen Streit, wo der Typ wieder so ist, «Hä? Was ist mit dir? Ich habe jetzt einfach gefragt, was du morgen machst und habe dir erzählt, was ich morgen mache.» Und die Frau ist aber so, «Alter, ich habe die ganze Woche habe ich logisch schon geplant, dass wir morgen etwas machen, was wir machen, wie ich aussehen werde, was wir essen könnten. Und du kommst am Samstagabend und sagst mir, es wird alles nicht stattfinden.» Ist das ein Problem von der Frau, dass sie nicht einfach von Anfang an fragt, «Hey, machen wir am Sonntag etwas?» Ja, aber das Problem ist halt auch, dass man als Frau dann irgendwann denkt, ich will nicht immer fragen, ob wir uns sehen, wenn wir uns sehen, was wir machen und dann wartest du einfach mal ab. Und das ist dann die Enttäuschung, dass du abwartest und du kannst nicht chillen, während du wartest. Eben deine Kolleginnen sagen dir dann auch, wenn du mal das Problem angesprochen hast und hey, irgendwie, dann sagen alle, ja, dann warte einfach mal, bis er fragt. Es wird schon kommen, Leute, es funktioniert im Fall, in der Regel. Wenn man einfach mal nicht fragt, sie fragen schon. Das ist auch wichtig. Hört auf, die ganze Zeit fragen und alles planen und alles machen. Aber eben, das Loslassen ist eben nicht einfach loslassen. Es ist so schwierig. Eben, du wartest dann mal eine Woche. Aber während du wartest und einfach so bist, ja, mal schauen, ob er sich meldet, bist du ja nicht, ja, mal schauen, ob er sich meldet, sondern du bist die ganze Zeit, wieso fragt er jetzt nicht? Und bist die Low-Key am Reinpsychen. Und das ist halt einfach krank. Und ich glaube, das kommt auch einfach von dem, dass uns beigebracht wird, dass es alles so einen grossen Wert hat. Und wir wollen ja auch eine gute Freundin sein und es ist wichtig, dass du eine Beziehung hast und einen Mann und bla 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 bla. Und wenn du das Gefühl bekommst, es läuft mit deinem Freund gerade nicht gut, dann läuft extrem vieles nicht gut, weil das so viel Wert hat. Aber eigentlich, Leute, ist es nichts anderes als eine Freundschaft. Wenn deine Kollegin die mal es ist natürlich etwas anderes als Freundschaft, aber ich finde, man sollte es ein bisschen anschauen wie eine Freundschaft. Wenn deine Kollegin mal eine Woche nicht Zeit hat, gehst du dann durch, denkst dann, sie hat mich nicht mehr gern und es läuft nicht mehr und vielleicht sollten wir auch einfach nicht mehr befreundet sein und sie meint ja gar nicht ernst mit mir. Nein, du denkst einfach, okay, sie ist busy, ich mache mit jemand anderem ab. Sollte man sich in einer Beziehung mehr Zeit nehmen füreinander? Ja, aber sollte man crazy gehen und die ganze Woche Schizoss schieben, weil
weil jemand einfach nicht das macht, was du willst. Nein. Und es ist halt auch so ein bisschen das, weil, ich glaube, okay, ich bin jetzt ganz viel wilde Thesen am Aufstellen und eben, ich habe mir wirklich legit keine Gedanken gemacht vor dieser Folge. Ich bin jetzt wirklich wild am Reden, als wärst du meine Kollegin. Aber ich glaube, weil uns als Freundinnen, als Frauen oft auch die Macht gegeben wird, dass wir die sind, die beibringen, wir sind die entscheiden, wir sind die erziehen, low-key. Überspitzt gesagt, haben wir ja die Macht. Wir sind die Entscheidungen treffen und schauen, dass alles klappt. Du gibst mir die Position, du gibst mir die Macht, weil du entziehst dich dem. Du willst nicht planen, du willst nicht 2 Wochen im Voraus wissen, was läuft, sondern für dich reicht es auch, wenn wir am Abend vorher abmachen. Okay. Aber dann ist auch klar für mich, dass ich die Kontrolle übernehmen will. Und dass ich in das reinrutsche, dass ich denke, wieso machst du das nicht? Und so in das Nörgeln und in das, eben das Mutterhafte, so überall das Problem suchen und nichts ist gut genug, nicht, dass Mütter so sind, aber so, dass eben so, ja, es sind einfach falsche Rollen. Ich will nicht deine Mutter sein, ich will nicht an dir outpointen müssen, was falsch an dir ist, sondern ich will auch mit dir zusammen sein und eine gute Zeit haben. Aber es ist unmöglich, wenn du dich verhaltest wie ein Sohn. Das ist das Problem. Und eben, es ist einerseits, ich glaube, die Freunde fallen oft in die Sohnrolle von selber, aber wir als Freundinnen tun uns selber auch oft in die Mutterrolle stecken, weil man das Bild hat von einer guten Freundin, sie kocht, sie plant, sie ist immer da, sie ist nett und sie ist dabei und sie ist gut mit allen und Familie steht sie gut da und so diese Sachen. Dann, das ist logisch halt auch das, was man von einer Mutter will. Und einfach sich ein bisschen rausnehmen von dem und einfach sein lassen. Ich lasse ja meine Kolleginnen auch so sein, wie sie sind. Rege mich aber ihnen auf und denke mir, boah, das ist jetzt so unnötig, dass sie das gesagt hat oder gemacht hat. Ja, aber was denke ich danach? Ja, so ist sie halt. Sie ist einfach so. Aber ist okay. Aber das denkt man sich bei einem Freund irgendwie nicht. Weil beim Freund bist du so, das kann ich noch ändern. Und nein, das passt mir noch nicht gerade, aber das bringe ich dann schon noch aus dem raus. Aber das ist dann wieder so ein bisschen hundmäßig, sohnmäßig. Und ich finde, wir machen das alle zu viel, obwohl wir die Person gerne haben. Also es ist nochmal etwas anderes, wenn du aus Versehen, das passiert ja auch, aus Versehen mit jemandem zusammen bist, wo du eigentlich gar nicht so gerne hast und gar nicht so cool findest und dir die ganze Zeit denkst, du bist so schlimm. Und du merkst es einfach zu spät, dass du nicht mit dieser Person zusammen sein sollst. Aber wirklich, es gibt ja auch, du bist mit jemandem actually zusammen, der toll ist, decent ist, du bist schon lange mit dieser Person und es gibt einfach so ein paar Sachen. Aber weil die Rollenverteilung so ist, hast du einfach das Gefühl, du kannst noch alles bemängeln und alles besser machen und das, glaube ich, macht am Schluss die Beziehung kaputt. Ganz ehrlich. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach auch akzeptieren, dass die so sind, wie sie sind. Und wenn uns etwas stört, können wir das normal ansprechen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, nachher zu schauen, dass es besser wird. Also wenn ich dir... Und man kann auch nicht erwarten, wenn man etwas einmal sagt, dass es nachher plötzlich perfekt ist. Aber wenn ich dir 10-mal sage, schau, wenn du abmachst, am gleichen Tag, wie wir etwas machen, dann hätte ich gerne, dass du mir das im Voraus sagst, dass ich check, wenn dass du weitergehst. Weil ich habe keinen Bock, dort zu sein und dann verpissst du dich, zum Beispiel. Wenn ich das 10-mal sage und du kriegst es nicht an, mir einfach schnell sagen, hey, schau, am 4 Uhr gehe ich weiter. Dann ist das nicht mein Problem. Dann bin ich dir einfach wirklich, sorry, scheißegal. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn man es wirklich oft probiert und es ändert sich nichts, dann würde ich überlegen, ist das Richtige. Aber es ist ein Prozess und es ist aber auch, eben, ich weiss nicht, wie man das richtig macht, weil eben, ich bin auch so eine, die immer wieder in die Rolle kommt und wo immer wieder so die Nörglerin ist und an allem etwas auszusetzen hat. Und ich bin viel kritischer mit einem Freund als mit sonst irgendjemandem. Und ich glaube, das kommt davon, dass man halt Angst hat, dass man Zeit verschwendet. Wenn ich herausfinde, du bist blöd, dann habe ich wie alles für nichts gemacht. Und das will ich nicht. Und darum tue ich wie präventiv alles, was blöd ist, outcallen und irgendwie rumnörgeln, in der Hoffnung, dass ich es dann kontrollieren kann. Und so passiert sicher nichts Schlimmes. Wenn ich dir die ganze Zeit sage, was du schlecht machst, die ganze Zeit irgendwie probiere dich zu kontrollieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass du mir fremd gehst, dass du Schluss machst mit mir, dass du mich nicht mehr willst, aber in meinem Kopf. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Also, wenn jemand fremd gehen will, dann geht die Person fremd. Wenn jemand dich nicht mehr gerne hat, dann ist es einfach so. Und wenn jemand... Ja, es passiert
Es passiert wahrscheinlich noch eher, wenn du die ganze Zeit blöd tust und wie eine Mami bist, als wenn du die Person einfach machen lässt. Und ich finde auch, eben, wenn man schon mit jemandem zusammen ist, dann hat man die Person auch ein Stück weit einfach zu akzeptieren. Weil wieso bist du sonst mit dieser Person zusammen? Ich würde jetzt auch zum Beispiel, wenn jemand mit mir zusammen wäre, der ein Problem damit hat, ein grosses Problem damit hat, dass ich Social Media mache, dann würde ich halt legit auch nur sagen, ja, aber wieso bist du denn mit mir zusammen? Du hast das gewusst. Und genau das kann dein Freund auch sagen. Wieso bist du mit mir zusammen, wenn du weißt, dass ich spontan bin und dies und das und jenes? Dann musst du auch einfach sagen, ja, stimmt, du hast gewisse Sachen, die ich nicht toll finde, aber sonst stehe ich die eigentlich gern. So, man muss ja auch nicht, und das ist einfach das Schwierige, man muss ja nicht alles, es muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht alles in deinem Freund so sein, ja, du bist mein Trauma. Also es ist schön, wenn es so ist, aber ja, ich glaube, durch das, dass uns so viel Macht in die Hand gegeben wird, in gewissen Situationen haben wir dann das Gefühl, wir können alles verändern und alles beeinflussen. Und darum ist es vielleicht auch gut, wenn die Macht sich ein bisschen verteilt in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, dass der Mann auch gleichmächtig ist in den Sachen, wo bis jetzt einfach alles unsere Aufgaben sind. Auch etwas planen, auch weiss auch nicht, alle die kleinen, unsichtbaren Sachen, die mal sagen und auch uns mal irgendwie sagen, ey, Bro, wieso machst du das? Ich bin im Fall, vielleicht ist es auch einfach, ist es mein Type, aber ich bin im Fall fast noch nie mit jemandem zusammen gewesen oder habe etwas mit jemandem noch schon gehabt, wo mir irgendwann gesagt hat, hey, schau, das, was du dort und dort gemacht hast, habe ich ganz schlimm gefunden. Nie! Weil ich habe das Gefühl, die geben sich mit allem zufrieden, sind auch so, ja, wenn sie ist einfach so. Eben so das, wo nie gerne ein bisschen mehr hat. Auch so, ja. Und dann kommt aber nachher, ja, also ich könnte, weißt du, wie viele Sachen sagen, aber ich sage es dir halt einfach nicht, weil ich denke mir, lieber streiten wir einfach nicht. Dann bin ich so, ja, dann streit doch mit mir. Und ich bin halt so jemand, ich spreche alles an. Und dann denke ich mir nachher, wieso habe ich jetzt das unbedingt mit das Thema anfangen? Es ist so unnötig. So, eine Socke ist liegen geblieben. Wenn ihr wisst, wie mein Zimmer aussieht, da liegen 20 Socken. Aber es ist wie etwas anderes, wenn es ein Mann macht und ein Freund macht, weil ich immer viel mehr in ihnen interpretiere. Und ich glaube, das haben ganz viele aus so einem Selbstschutz raus, die auch schon mal etwas Blödes erlebt haben. Weil eben du probierst alle Red Flags zu erkennen, du probierst alles im Voraus zu sehen, dass du dich vorbereiten kannst, wenn etwas nicht gut läuft. Und vielleicht hilft das irgendwelchen, die zuhören, die so jemanden haben, die so, wieso spinnst du ab allem? Aber es ist im Fall einfach, weil man Angst hat, etwas zu verpassen. Man hat Angst, etwas falsch zu machen und nachher die Elende sein, die wirklich ohne Scheiß in 10 Jahren mit einem verheiratet ist und ein Kind hat, das ein dummer Sieg ist. Das ist die Reality. Und es sind vielleicht auch oft Leute, die von nicht idealen Familiensituationen kommen. Also bitte, have some grace. Oder denkt dran, wir arbeiten dran, wir probieren es. Aber umgekehrt, bitte gebt euch doch auch mal ein bisschen Mühe, uns zu checken. Und wenn deine Freundin kommt und sagt, schau, es geht ums Prinzip, dann überleg dir mal das Prinzip. Anstatt zu sagen, du spinnst immer und du gehst immer mit allem durch. Überleg dir mal, wie viel deine Freundin macht. Ja, es kann sein, dass du ab und zu mal etwas zahlst. Wenn überhaupt. Aber deine Freundin macht so viel, glaub mir, und sie macht sich wahrscheinlich so viel Sorgen. Und du vielleicht auch, aber dann sag ihr das vielleicht mal. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, sorry, ich bin so am Ramblen, ich habe noch keine Pause gemacht, 50 Minuten. What the hell. Nein, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann mal mit Männern über das Thema deeper rede und auch nachher mehr Zeit, also es braucht ein Zeit, bis Männer sich öffnen und das sagen, aber die überlegen sich schon auch etwas. Und am Ende ist es einfach das Falsche. Wirklich so das emotional komplett Falsche. Und du denkst, wieso hast du dir das überlegt? Und dann haben sie aber wirklich so einen ganzen Erklärungsweg, wieso sie das so gemacht haben. Und sie haben sich wirklich etwas dabei überlegt, aber es ist einfach so unlogisch. Vor allem dafür, dass sie ja eigentlich die sind, die logisch überlegen können. Aber wirklich so, das Emotionale ist halt wirklich bei Partnern sehr schwierig. Und dann, glaube ich, ist es auch ein bisschen so, dass wir sowieso, eben weil wir so viel mehr über all die Sachen reden, ist es für uns keine Sache zu sagen, schau, ich mache das und das. Und dort habe ich das gemacht und da mache ich das. Und wir posaunen es einfach so raus. Und der Freund ist dann so, ja, okay. Aber im Fall, wenn ihr mal fragen würdet, oder wenn es mal zu einem Gespräch über das kommt, dann
überlegen sie sich eben eigentlich schon auch viel. Oder, ja, dort habe ich überlegt, dass ich extra das und das mache und dort nicht angegangen, damit wir das und das machen können. Und ich habe extra das und das parat gelegt. Oder, weiss auch nicht, was ich dort und dort abgeholt. Oder so kleine Sachen, die sie einfach nicht sagen. Und dann denke ich auch, ja, aber sag es doch. Dann können wir sagen, oh, danke, hast du das gemacht. Aber wenn es so unsichtbare Sachen sind und du sagst es dann nicht einmal, ist halt so voll das Gegenteil von dem, du schätzt nicht mal, dass ich das und das und das gemacht habe. Und sie sind dann auch so, ja, Bro, ich mache eigentlich auch etwas, aber ich mag es jetzt gar nicht ansprechen. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen ein kompletter Unterschied zwischen, man spricht alles an und die andere Person denkt sich halt so, wieso sprichst du das jetzt an? Wir können einfach chillen, wir können einfach eine gute Zeit haben. Vielleicht ist es auch weniger so Mann, Frau und mehr so konfrontativ und nicht konfrontativ. Ich bin mir sicher, ihr habt jetzt gewisse Situationen, die ich angesprochen habe, auch als Frau wiedererkannt, wo ich vielleicht einem Mann zugesprochen habe und umgekehrt. Und ich finde, man sollte uns einfach von beiden Seiten eine Scheibe abschneiden. Also ich wäre mega gerne ein bisschen mehr wie das Männliche, so, hey, schau, wir schauen spontan, das kommt schon alles gut, Und dafür finde ich, die Freunde, die da zulassen, könnten sich auch mal eine Scheibe abschneiden von, hey, schau, wir schauen doch im Voraus und wir reden doch drüber und redet auch mit euren Kollegen ein bisschen mehr, bitte. Bitte. Ich will niemand mehr von euch jetzt nächste Woche hören, die heimgehen und sagen, ja, nicht so richtig haben wir geredet. Jetzt sprichst du mal mit deinen Kollegen an, hey, wie geht es euch eigentlich? Erzählt mir mal von euren Gefühlen. Aber dafür ist es immer richtig wholesome, wenn dann mal so ein deepes Gespräch zwischen zwei Kollegen ausbricht und dann davon berichtet wird und so. Und ich bin auch immer, es klingt auch so, als hätte ich 50 Freunde gehabt, gell? Aber ihr checkt. Immer wenn ich einen Freund habe und der hat eine Friend Group, wo so nur Männer sind und ich bin dort amigs dabei, dann rutsche ich sofort auch in so die Therapist-Rolle, wo so alle kommen so plötzlich zu mir und erzählen von ihren tiefsten Problemen nach so 2 Sekunden, weil ich frage halt einfach. Und das ist eben nicht, dass Männer nicht darüber reden wollen, sondern ich glaube, amigs fehlt so ein bisschen der Zugang oder wenn du schon 10 Jahre befreundet bist und du hast das nie gemacht, dann ist es schon auch komisch, plötzlich anfangen mit dem, so aus dem Nichts. Aber wenn ich dann immer so als frisches Gesicht reinkomme und so gefragt, hey, schau, hast du eigentlich eine und wie läuft es so? Und dann sind sie, ja, dann fragst du auch, wieso, was läuft? Und zack, fangen sie an zu schnurren wie ein Wasserfall und es hört nicht mehr auf. Es steckt aber schon drin, es ist nicht, dass sie nicht über das reden wollen. Man muss es einfach ein bisschen provozieren und das wahrscheinlich auch als männlicher Kollege. Einfach mal wagen, um eine dumme Frage zu stellen und vielleicht heisst es dann, bist schwul, aber low-key will halt gleich jeder über Gefühle reden. Sind wir ehrlich. Schneiden wir einfach alle Scheiben voneinander ab, sind alle friedlich miteinander und ich hoffe, ihr judget mich nicht, dass ich mich exposed habe als Person, die amigs ein bisschen spinnt. Ich meine es wirklich nicht männerhassend. Ihr habt genau gecheckt. Ich wünschte amigs, ich wäre so wie ihr. Fazit, ich habe Angst vor dem Mutterwerden. Könnt ihr mir mal, wenn ihr Mutter sind, erzählen, wie findet ihr es? Ist es wirklich ein Scam? Oder ist es wirklich toll? Let me know. Let us know. Schreibt es in die Kommentare, dass es alle wissen. Vielleicht kann man ja auch an der Live-Podcast-Show mehr über das Thema reden. Wir werden es sehen. Ich erwarte euch auf jeden Fall dort. Und ja, ich habe es lustig gefunden, darüber reden. Bitte hasst mich nicht, cancelt mich nicht. Alle Meinungen sind willkommen, außer die, dass Frauen einfach hysterisch sind und aus dem Nichts durchdrehen, weil es ist eben nie aus dem Nichts, sondern es ist etwas, was sich aufstaut über Monate und irgendwann haben wir keinen Bock mehr. Und sieht die nur noch als Sohn und dann macht man plötzlich Schluss und Männer sind so, was? Und Frauen so, Bro, du bist seit 2 Jahren dumm. Ja, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und mein Blockpraktikum fängt jetzt an, das heisst, ich bin 3 Wochen jeden Tag dort. Und nachher bin ich nur noch ab und zu in der Woche dort, den Rest vom Jahr. Nein, nicht ganz den Rest vom Jahr, aber ja. Ciao, meine Lieben, tschö mit euch. Hab euch lieb.